Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Und die UBS hat ja seit Anfang Woche definitiv einen neuen Chef. Der Sergio Ermotti hat vorher hier auf dieser Jugend erklärt, wie sich die Bank neu erfinden will. Jetzt auch der ehemalige Bundesrat Kasper Villiger verlässt ja früher als erwartet seinen Posten als Verwaltungsratspräsident. Der Ex-UBS-Chef Oswald Grübel dazu. Die Dummen sollen jetzt weghören. Hier kommt ein Wortspiel. Der Villiger ist ein antiquiertes Bundesrat, das immer noch Rücktrittsschwierigkeiten hat. Ich bitte doch um ein bisschen mehr Tiefgang in dieser wichtigen Frage für den Schweizer Bankenplatz. Jetzt vielleicht der Versuch vom Nationalrat Christoph Mörgeli. Ja, endlich hat es sich auskaspert bei der UBS. Aber wir bei der SVP haben sie schon immer gesagt. Der Villiger kann man rauchen, gell Sie? Das ist eine ausgerauchte, eine alte Pointe rund um den alten Bundesrat dabei. Alle hoffen ja, die UBS findet jetzt wieder zurück in ruhigere Gewässer. Alle hoffen das? Nein. Einer kümmert sich nicht. Unser Tennis-Genie Roger Federer. Ja gut, Anna, sicher nicht. Mir ist das Ganze bei der UBS sicher egal, oder? Ich bin ja bekanntlich das Aushängeschild von der Credit Suisse, oder? Und nicht von der UBS, oder doch, oder? Na gut, mache ich auch für die Werbung. Na gut, ist doch wurscht, oder? Hauptsache, ich bin bei der Kohle Nummer 1, oder? Was hat uns noch beschäftigt diese Woche? Ah ja, die Occupy Wall Street, Paradeplatz und so weiter. Camps, die sind ja von der Polizei geräumt worden. Und in Zürich, die Demo geht aber weiter am Zürcher Stauffacher vor der Kirche. Jetzt, die Hartnäckigkeit, die haben, die beeindruckt unseren Fußballnationaltrainer Ottmar Hitzfeld. Ja, der Occupy, gut, das tut wie Apple Pie, der Occupy-Bewegung ist ein brillantes Vorbild von Verteidigung in der Fußballmannschaft und sie bleiben kompakt, schaffen keine Räume und lassen keine Tore und trotzdem immer in Bewegung. Ich werde die Occupy-Bewegung vor das nächste Länderspiel sicher aufbieten. Und schockiert hat uns diese Woche noch das Thema Armeewaffen. Es hat ja wieder Opfer gegeben. Und einmal mehr wird die Frage diskutiert, ob die Schweizer Männer die Armeewaffen sollen daheim aufbewahren. Unbedingt ist der politische Tenor, der Christoph Blocher. Natürlich soll die Waffe beim Wehrmann bleiben. Der Souverän braucht das. Der Schweizer Mann muss sich wehren, wenn an der Haustür ein Verrückter steht mit einer Armeewaffe in der Hand. Armeewaffe in der Hand. Zum Glück Armeewaffe ist in der Freitag. Hand. Mit dem Fabian Unterreger.